Ist da wer ungeduldig oder was? Ey, ist da wer ungeduldig? Motz, ist da wer ungeduldig? Ja, hat's jetzt zufrieden, ich bin ja schon da. Mozart habe ich die Ehre, Herbert habe ich die Ehre, Werb habe ich die Ehre. Servus, grüß euch. Nein, Jesus, bevor die Frage kommt, nein, ich zähle meine Mods nicht. das glaube ich, tut aber... Ich kenne jetzt zumindest keinen Streamer, der das tut. Glaube ich. Ich glaube, der Werb ist ungeduldig gebannt. Nein, da müsste der Werb wird nicht gebannt. Da war es ja direkt aus. Habt ihr einen Schuss oder was? Wie kommt ihr jetzt auf die Idee, dass ein Werb bannt? Hey, ich hab alles vorher noch mal probiert. Also, es sollte technisch halt einwandfrei sein. Ja? Ich hoffe es zumindest. Nicht, dass wieder irgendwas dazwischen kommt. Aber sollte passen. OBS halt einfach. Ja? Muss man manchmal nicht verstehen. Noch nicht. Nein, sind alle flauschig. Sind alle flauschig da drin. Der Werb ist ungeduldig und ungeduldige Leute werden bond, oder? Nein. Ungeduldige Leute werden nicht bond. Darin werden unflauschige Leute werden bond. Ja? Das sind, wenn ich mir jetzt recht entsinne, es gibt eine reale Person, die gebannt ist auf meinem Kanal. Das habe ich aber selber gemacht. Tatsächlich. Aber sonst, glaube ich, haben bei mir eigentlich ausschließlich Bot-Accounts gebannt. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Du bist aber heute recht unflauschig. Das hat aber... Was sagt, das hat aber weder was mit meinen Viewer noch mit mir zu tun. Hoffe. Ja, sie grüß dich, habe ich die Ehre. Ich werd gemobbt. Mein Verb, ich stehe hinter dir. Das passt schon. Der Mozart hat so viel Bart, der ist sicher... Ja. Der hat nicht nur viel Bart, der hat auch viel Haar. Ja? Also der Mozart muss flauschig sein, das geht gar nicht anders. Das geht gar nicht anders. Ja, sie ist gut bei dir. Wie geht's da? Schauen wir mal. Ja, heute wird's intens. Ich glaube, ich habe gestern in der Arbeit mit der Zero geschmatzt gehabt. Ich glaube, dass das halt für alle Beteiligten sehr, sehr, sehr nervenaufreibend wird. A, für mich als Spieler und B, für euch als Zuschauer. Für euch, wo es um irgendeine Punkte geht dann. Ich glaube halt gibt's nur eine Spannweite, ja? Die wo massivst 2 Punkte verlieren und die wo massivst 2 Punkte gewinnen. Irgendwas dazwischen, Mann, gibt's halt nicht. Du bist halt auch wegen... Warum ist denn heute jeder unflauschig? Ich verstehe die Frage nicht. Hey, ich hab Nachtschicht gehabt. Ich hab Grund unflauschig zum sein. Bin's aber auch nicht. Was ist los? Was habt ihr für ein Leid heute? Am schönen Montagnachmittag. Jetzt bis da kann er besser werden. Frau Marschall, die wird alles Mögliche tun, damit sie sich schnell wieder flauschig fühlen. Okay? Der Lenovo-Händler. Aber was hat denn der Lenovo-Händler Sepp wieder ausgefressen, dass du unflauschig wirst? Menschen. Ja, scheiße, ich bin auch einer. Ich bin auch ein Mensch. Ist das jetzt blöd für mich, oder? Ich bin oben noch nicht ganz fit. Mal schauen, was morgen in der Arbeit geht. Hast du heute quasi schon Feierabend oder passt du gar nicht erst in der Arbeit? Wie schaut's da aus, Mr. Herbert? Haben sie halt freigestellt, oder wie? So. Ja. Bauplan für heute. Am Ende, also relativ am Ende des Streams, den 7. Orden verdreschen. Was heißt am Ende? Irgendwann, wenn wir heute dazukommen. Wir werden halt alles Mögliche an Encounter noch sammeln, was wir sammeln können. Wir kriegen noch einige Encounter dazu heute. Und das sind aber auch so ziemlich unsere letzten Encounter, die wir kriegen. Dann haben, glaube ich, noch 2 oder 3, die wir dann, oder 4, sowas, was wir noch irgendwie abgrasen können dann, wenn es soweit ist. Und dann war's das. Ja? Und dann werden wir eine größere Teambuilding-Session machen müssen, weil auf den Kampf möchte ich mich extrem gut vorbereiten. Ich möchte, das war hoffentlich sowieso klar, dass ich da Defes rausgehen möchte. Ja? Das ist mein eigener Anspruch. Das möchte ich irgendwie schaffen. Ich glaube zwar selber nicht daran, dass ich das schaffe. Aber ja. Und nach der Teambuilding-Session, nach dem ganzen Theory-Crafting, machen wir dann einen 7. Orden. Ja? Also da wird es ungefähr
Mei, ich traue mir jetzt nicht sagen, wann ist die Schatz jetzt mal so ab 18 Uhr, schätze ich mal. Ungefähr, ja, plus minus. Mr. Boxer, habe ich dir. Wer hasst Menschen, der wird, der wird gebongt. Sei, habe ich dir, grüß dich. Hab grad ein bisschen Käse über meinen Reis gemacht und mir gefühlt wieder... ja, der Moment, wenn man sich dann wie so ein richtiger Chefkoch fühlt, wenn man irgendwas mit Käse überbockt. Ja, weil da fühlt man sich auch... Mehr Käse ist einfach mehr gut, da fühlt man sich... Da bist du einfach der King. Der Käse kannst gefühlt auf alles drauf tun. Ja, es gibt eigentlich nichts, was ungeil schmeckt ohne Käse. Oder mit Käse, besser gesagt. Naja. Käse hilft immer. Aber nicht außer der Zehenkäse, der ist unflauschig. Er hat mir einen Laptop geschickt, wo die Tastatur einen Spinner gehabt hat, hat er eingeschickt und kommt gleich zurück, ohne dass er angegriffen hat und sagt, er hat die Tastatur tauscht. Und angeblich geht's. Ja, das ist natürlich, der Mod sagt, wenn der mal in meinem Stream ist, dann der ist ein Banner. Wird zwar wahrscheinlich nie passieren, aber ich sag's einfach mal nur der Vollständigkeit halber. Aber Reis und Käse ist schon hart vor illegal, es sei denn, handelt es sich um Risotto. Mr. Herbert, schau ja aus, als wenn ich wüsste, wo es jetzt kulinarisch legal und illegal war. Ja? Du bist halt so der Next Level, ne? Da sagst du 3. Ja, bei mir, ich krieg einen steifen Namen, nur wenn ich noch irgendwo sehe, wo ein geschmolzener Käse drauf ist. Ja? Also auf die Art, ne? Schinken Käse hast, ummantelt mit Speck und überbacken mit Käse. Und der Mr. Sei hat's verstanden. Der Mr. Sei hat's absolut verstanden. Ja? So, wisst ihr, was ich jetzt verstehe? Ich verstehe jetzt, dass wir jetzt langsam mit Spielen anfangen. Ja? Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich das zeitlich halt einpackelt, deswegen fangen wir lieber im Zweifelsfall einmal 5 Minuten eher an mit dem Spielen. Bis das soweit ist, haben die mehreren wahrscheinlich jeder. Hinti habe ich dir, grüß dich. Wie geht's da? Ja, sauberhaft. Ein bisschen kaputt von der Nachtschicht, aber das ist jetzt egal. Aber sonst passt alles. Ich hoffe, bei dir passt alles. Schön, dass du da bist. Heute gibt's Opfer, meine ich. Mhm. Das meinst nicht nur du. Das meine ich selber nämlich auch. Na, also Herbert, so sehr ich deine kulinarische, so stark ist Schatz, dass du da so bewandert bist, ja, abgesehen davon von der Grillerei damals. Aber die Mai hau ich deswegen auch nicht weiter. Da muss er da jetzt leider einen Korb geben. Aber der ist trotzdem einmal für uns kochen, so ist es jetzt nicht, ja? Du hast Pokémon Schild durchgespielt und jetzt spiele ich Pokémon Arceus. Sehr schön. Was hast du von Pokémon Schild gehalten? Arceus habe ich leider nicht gespielt, weil ich nicht wirklich begeistert war davon. Aber gut. So, jetzt lesen wir das von Mozart und dann fangen wir an. Vor allem weiß ich ganz genau, dass er ihn nicht angegriffen hat, da ihn mit abgesteckter Tastatur bekommen hat und ihn auch mit abgesteckter Tastatur zurückgeschickt habe und ihn mit abgesteckter Tastatur meinen Klebebar. Ja, dann hat er offensichtlich wirklich nicht angelangt. Dann darf ich aber mal eine massive, dann darf ich sagen, du behältst dein Klump, ich kaufe mir meinen Laptop woanders. Bei einem anderen, viel qualitativ hochwertigeren Hersteller, ja, der wo ein wenig mehr Kunden Treue dazu lässt. Oh, Gott sei Dank, es geht. Einmal McChicken und einen Salat. Jeder weiß, was ich schreiben würde. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ich komm nicht drauf. Ich komm nicht drauf. Der ist... Nein, Herbert, den Blick jetzt nicht. Tut mir leid, aber den Blick jetzt nicht. Einmal McChicken und einen Salat. Jeder weiß, was ihr schreiben darf. Ey, wurscht. Leute, fangen wir einfach spielen an. Okay? Wichterli habe ich die Ehre. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, jetzt haut sie den Kopf über haut sie die Hände über den Kopf zusammen. Ich kann so auch nicht dafür. Naja, gut, okay. Ist eh wurscht. Ja. Oleg. Nein, ich muss hier anfangen. Sasatur, hab ich dir merci für dein Raid. Willkommen an dich und deine Zuschauer. Wie war Dark Souls, mein Freund? Willkommen an alle, wie geht's euch? Wir kämpfen genau pünktlich zum Spielbeginn.
liebe Mods, bitte einmal an. Ja, okay, brauche ich schon nichts mehr sagen. Die haben schon wieder fleißig unterwegs mit Shoutouts machen. Das ist zauberhaft. So, Leute, ich darf jetzt gerne anfangen. Ist das zauberhaft? Sasato, mein liebster Lieblingsschweizer, wie geht's da? Und willkommen natürlich an dich und deine Community, sowieso bis im Blau. So. Na, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Ha, und es geht. Es geht einfach wieder. Das ist so schön, dass es wieder geht. So. Robin, habe der. Die hat jetzt ja wieder ganz stolz, dass das wieder geht. Einmal Aubergine Donut und das Hart ist ein McChicken und ein Salat. Ah, ja, okay. Müsste sein schon gut, dass wir mal drüber geredet haben. Das freut mich auch so ordentlich. So, Freunde, jetzt passt so Wacht. Aufmerken. So, jetzt schauen wir mal da auf die Karten. Folgendes. Wir haben jetzt da noch ein Encounter, da noch ein Encounter, da noch ein Encounter, da noch ein Encounter, da herunter, da, in der Stadt, da und da und in der Höhle. Ja? Und im Magma-Versteck haben wir auch noch einen Encounter. Das heißt, wir werden jetzt fleißigst Encounter sammeln, werden wir dann langsam einmal schauen, dass wir Teambuilding machen, wie gesagt, und dann gehen wir in die Arena. Und dann wird es intensiv. Sage ich einfach freiwillig, wie es ist. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei bei der äußerst intensiven Angelegenheit da heute. Wir gehen weiter oben. Gut, nice. Kriegen wir schon. Kriegen wir ja mal sie. Ich liebe das. Dem ist so abgegangen, dass meine Alerts nicht gegangen haben. So ein wie es ist. Ja, Hytira ist unser absoluter Mega-Carry in der Nuzlocke bisher. Also das, was das Ding abfangen, das ist unnormal. Das ist absolut unnormal. So. Holen wir uns erst einmal da drin einen Encounter. Apropos, wir waren Bälle dabei, das war einmal das Wichtigste. Hyperball wo? 20 Stück. Ja, das wird schon passen. Jetzt brauchen wir erst einmal im Magma-Versteck. Lucius, habe ich dir. Merci, dass du an Hungarius einen Sub giftest. Und Mr. Hungarius, viel Spaß mit dem auch zum Willkommen in der Basis-Gang. Lucius, danke dir, alles fit bei dir. So, jetzt schauen wir mal, was wir da für einen Encounter hätten. So, jetzt Obacht. Magma-Versteck, was haben wir da? Im Magma-Versteck gibt es eigentlich nur sicher Tentacha und Walmer. Walmer haben wir schon, aber ein Dupe, also gehen wir fürs Tentacha. Und sie blöde Zahlenschützen-Eindruck, gell? Der ist natürlich ein bisschen doof. Lucius, alles fit bei dir? Wie geht's da? Was ist ein altes Schusselchen und geht sich vergraben? Hä? Warum? Wichtig, warum gehen sie sich denn vergraben? Das war aber nix. Du wirst noch benötigt. Alles fit, bin in Xas seinem Raid mitgekommen, muss aber noch bis um Apfelteufel. Mr. Lucius, ich wünsche dir eine sehr angenehme Schicht. Ich hoffe, dass es schnell vergeht. Okay? Halten Sie durch. Falls die beruhigt, ich muss ab 22 Uhr arbeiten. Ja? So, Encounterzeit. Der Emulator leckt des Todes. Level 41. Hätte ich vielleicht Lantern vorher für die da sein. Achso, du arbeitest von daheim aus. Ja gut, okay, dann geht's ja tatsächlich, ne? Kannst das ein bisschen selber einteilen, wann du was wie machst. Thaddeus, da haben wir direkt einen Spitznamen.
Gewaldro ist Starter? Nein. Gewaldro habe ich leider nicht als Starter Nummer, sondern als Encounter gefangen. Mein Starter ist Sumpex. Gewaldro habe ich heute am Dankend mitgenommen. Billinger habe ich direkt. Nice. Die Truppe ist supermäßig, ja genau. Ja, mit der Typenkombi kannst du nicht aus, da musst du fast die Truppe nehmen. Ja, gerade bei einer Hardcore-Naslok. Gut, Tentara haben wir. Bin mir zwar jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie man Thaddeus schreibt, aber ich glaube... So? Mit Ä. Schreibt man denn wirklich mit Ä? Schreibt man denn wirklich mit Ä? Mit Ä. Ja gut, dann schreibt man halt mit Ä. Sagt halt Google, ja, was Google sagt, stimmt. Dann tipp jetzt einfach mal. So. Thaddeus ist in der Hut. Fehlt nur noch Äpfel das Chicken. Ja, glaube ich, kriegen wir nicht mehr. Eventuell in der Siegestraße, aber man muss immer abwägen, ob der das dann noch relativ viel weiterhelfen kann. So, wir haben in Segra-Sulf City, das sehen wir in der Karte unten rechts. Das heißt, da haben wir auch noch einen Encounter, den haben wir uns nämlich noch nicht geholt. Dann schauen wir jetzt einmal, was in Segra-Sulf City zum Fangen gäbe. Gangig tatsächlich, ja, da gehe ich auf den Surfer-Encounter, weil die anderen haben relativ irrelevant. Finde ich. Gehen wir auf den Surfer-Encounter. Ich habe vergessen, Mods an eine Datei zu schicken, deswegen Schussel. Ach so, okay. Nehmen wir mal Moni damit. Ich gehe jetzt einfach einmal random auf Surfer. Wenn es ins aushält, ist recht, und wenn nicht, dann hilft es halt auch nicht. Mal die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Marmolida mal hernehmen, ist ungefähr 0. Squidward Quentin Tentacles ist der originale englische Name. Was? Okay. Nice. Und Thaddeus. Squidward Quentin. Vor allem Squidward Quentin. Ja, hätte man vielleicht doch Quentin nehmen sollen. Sterne unter anderem hätte es da geben müssen, Seitchen, ja. Aber Sterne brauchen wir nicht. Ich sag, das Problem ist, wie du schreibst, die Map hat halt sehr viel Wasser. Das heißt, du kriegst halt sehr viel Wasser-Encounter tatsächlich auch. So. Thaddeus Quentin Tentakel im Deutschen. Ja, so können wir durch SpongeBob Nerdwissen auch durch. Ja? So Pokémon-Stream einfach. Da kommst du auf Themen, auf die du normal nicht kommst. So, wir nehmen das Ding. Welch seltsame Fügung des Schicksals. Richtig. Wir nehmen das Ding. Ich hab keine Ahnung. Vorschläge. Oder mag das irgendwer sein? Ich glaub's ja nicht. Hi haben. Hi haben ist super. Nehmen wir. Hi haben Uhr. Gut. Dann haben wir den nächsten Encounter auf... Ja, da wahrscheinlich nicht. Gut, das... Ja, ich versuche es einmal, das so einzugeben. Route 124. Hi-Happen UHAA.
Sei danke dir. So, Route 124. Oh Wunder, eine Wasserroute. Da kann man kriegen. Ein Lampi, ein Relikant, ein Mantax, ein Mantirps. Und Dexnaf ist ein Tube. Kann man uns ein Relikant holen tatsächlich. Da müssen wir aber angeln. Ja gut, das bringen wir hin. Da der wir angeln. Allerdings mit der Profi-Angel, weil dann ist das Level nicht so hoch. Ah, stimmt, ich habe zu bangen noch gar nicht. Nevermind. So. Angel-Encounter ist entweder Lampi oder Relikant. Lampi ist ein Dupe. Können wir also skippen. Ja? Soll ich vielleicht auch noch dazu erklären, ich dürfte Dupes fangen, wenn ich das will, muss ich aber nicht. Ja? Also ich darf immer für den neuesten Encounter gehen. Halt das. Wifi, aber der, grüß dich. Bisschen spät. Hopp, schon gespannt. Was hast du schon gespannt? Aber Versand hast du nicht wirklich was. Weil mir habe ich der. Warum nicht für Hydra 2.0? Weil es da kein Kappador nicht gibt, Mr. Seitsching. Wenn ich irgendwo ein Hydra fangen kann, dann da ist da. Aber es gibt hier kein Kappador zu fangen. Was du hast, die Angel. Nix. Saphira habe ich der, grüß dich. Ja, jetzt mag er mich nicht mehr. Ja, den erst. Das ist immer nur ein Dupe. Muss man weiter zusammenräumen. Mr. Mozart, lass dich du nicht aufhalten. Lampi, ja, das ist süßi. Hat es einmal nochmal schnell kurz confirmen, dass da wirklich ein Relikant gibt. Sagen du uns es. Sagen du uns es, dass es ein Relikant gibt, dann wird es schon so sein. Ja, ich schrei laut, das passt schon. Au. Und unter Unterkiefer ausgeschlungen. Da haben wir Relikant. Werfen Sie keine 40 Watt Glühbirne, Freunde. Keine 40 Watt Glühbirne ins Wasser. So. War vielleicht doch keine so gute Idee, dass es nicht schwächt. Also, dass es auf so einem niedrigen Level fängt. Weil es nicht schwächt. Ja, wobei mit Hytera kann man es vielleicht sogar schwächen, tatsächlich. Ja, mal schauen. Gut. Spitznamen, Freunde. Ein antikes Fisch-Pokémon. Gut. Na, sei, so nennen wir es nicht. Man kann es aber Relikt nennen, tatsächlich. Das hält man vor Relikt. Ist ja eigentlich ein Relikt, wenn man so will. Ein Blaubaustube. Das glaube ich geht nicht hin. Können wir mal probieren. Können wir mal probieren, ob das hingeht. Ich glaube aber nicht. Wird das. Oma, grau Blau. Na, geht nicht hin. Keine Chance.
Bleiben wir bei Relikt. Oder einfach Relisep. Okay, den nehmen wir. Ne, man müsste ja ein bisschen die bayerische Note auch mit einbringen. Ja? Das ist jetzt das erste Pokémon, was ein wenig einen bayerischen Aspekt hat. Ja? Der Relisep. Werden wir zwar wahrscheinlich auch nicht hernehmen, aber gerade da wir mal drüber geredet haben, dass wir eins haben. Für den Fall, dass wir es doch brauchen. Ist es ein Relisep oder eine Relizenz? Habe ich jetzt nicht geschaut. Ich glaube aber, dass das Sepp ist. So. Top-Schutz eine, auf zur nächsten Route. Die optionaler Trainer immer schön brav skippen, weil das ist ja potenzielle Gefahr, dass man irgendwas verlieren. Moosbach City, da gibt es auch einen Encounter. Müssen wir gleich mal schauen, welchen. Da gibt es sicher ein Kanivana. Kanivana oder Zohaido. Eins von beiden nehmen wir mit. Das andere war noch, das Mamolida, das haben wir schon gefangen, das ist aber ein Dupe. Das heißt, wir gehen da auf jeden Fall für ein Kanivana. Das ist sicher ein Kanivana-Encounter. Gibt's übrigens auch eine Mega-Entwicklung für Zohaido. Abgesehen davon, glaube ich, haben wir noch nicht einmal einen Unlichttypen. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Spielst du auf Emulator? Natürlich nicht. Ja. So. Oh, das hat sogar Temposchub. Not bad. So. Wir brauchen einen Spitznamen für einen Haifisch, Freunde der Sonne. Haben wir mir Ideen für einen Haifisch-Spitznamen? Kanivana wird später zum Zohaido. Zohaido ist ein Haifisch. Stroh. Hamtaro. Hamtaro. Kennt die Serie noch irgendwer? Sup. Ich verstehe die Anspielung, Mrs. Fichterli, die Anspielung verstehe ich. Aber Hamtaro ist irgendwie witzig. Wegen Ham. Gut. Moosbach City Encounter haben wir. Ich sollte vielleicht einmal an Land gehen, dass ich mal im Pokémon Center war. Ja, das glaube ich, war einmal die ideale Idee. Baby Shark. So, wo ist denn da das Einkaufszentrum? Sehr gut. Der wir mal vorsichtshalber Bälle noch kaufen, weil wer weiß, was passiert. Schmeidige 35, damit ja auch nichts passiert. Passt ja schon. Nehmen wir. Bruce! Der ist mir nicht eingefallen. Mr. Verb. Schade. Zu spät gelesen. Bruce war der 11 von 10 gewesen. Bruce war der 11 von 10 gewesen. Sogar hier gibt. Nein, Mrs. Fichterli, das war ein Versprecher. Sie dürfen jederzeit da bleiben. Da war es ja direkt aus. Nicht traurig. Ich gebe dir jetzt eine imaginäre Umarmung, okay? Ist das in Ordnung? Eine imaginäre Umarmung kriegst. So. Schauen wir uns so weiter oben um. Price habe ich die. Sehr gut. Okay, das Flausch-Emote, das bezeuge ich jetzt mal als Ja.
So, nächster Encounter ist auf Route 125. Schauen wir mal, was es dort zum Ergattern gibt. Price ist fit bei dir. So, Route 125. Das ist entweder sicher... Also entweder sicher ein Muschas oder ein Europe oder Yugong. Lapras gab es auch noch, Lapras haben wir aber schon. Und natürlich das Marmolida-Ficht, das ist irgendwie da gefühlt in jeder Route. Also ist die Frage eigentlich jetzt nur zwischen Europe oder Europe oder Muschas. Muss man da ein bisschen nehmen. Da ist ein Loch im Felsen. Ja, da kann man eine Geheimbasis bauen. Da kann man eine Geheimbasis bauen. Bei dir ist es gut. Das hört man gern, Mr. Price. Bei uns passt alles. Musch. Ja, schwierig. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Nämlich Europe. Europe war eigentlich schon cool, glaube ich. Ich glaube, ich gehe für Europe. Ja, ich gehe für Europe. Da war der Lapras, aber das ist ja wie gesagt schon in unserem Besitz. Können wir also ignorieren. Europe. Also glaube ich, weiß ich tendenziell sogar einen Spitznamen. Aber jetzt dürft ihr mir gern Vorschläge machen, so ist es nicht. Der Robben. Zufälligerweise genau das hat man gedacht. Zufälligerweise haben wir genau den Namen denkt. Der Robben, ja. Price bei uns passt das, also bei mir zumindest. Geralt. Geralt? Warum Geralt? Weil er weiß ist. So, gewischt und abgestaubt ist genug für heute. Jetzt wird noch der Schreibtisch zusammengeräumt. Sehr gut. Geralt von Findet Dory. Stimmt. Ja, Robben da. Nehmen wir Geralt. So. Nächster Encounter ist in der Bude da drin, nicht? Geralt Robben, Fußballgott. Küstenhöhle. Auch hier gibt es einen Encounter für uns. Nur welcher ist die Frage? Oh, da gibt es ein paar mehr. Gut, Surfer ist raus, ist sicher Europe, war ein Tube. Brauchen wir nicht. So, die Frage ist jetzt halt, Oleg. Der Horning. Was ist denn ein Bergmite? Was ist ein Bergmite für ein Pokémon? Ach, Aktiv, okay, ja, nein, das brauchen wir nicht. Okay, jetzt passt so. Was haben wir sonst noch für Möglichkeiten? Es gab ein Sneebel, ein Podogel, ist bufft worden in dem Spiel. Schnäppke. Dann gab es ein Seemops. Also ehrlich, also entweder Sneebel war geil und Podogel war auch irgendwie geil. Podogel ist in dem Spiel krank gebufft worden. Schauen wir mal, ob wir uns eins von den zwei... Also eigentlich da die Podogel an der Stelle brutal fühlen. Podogel ist in den Main Games eigentlich relativ useless. Aber in dem Hack ist Podogel ziemlich stark. Du machst den Scheiß wieder momentan nicht. Hey, es ist kühl, okay? Du bist doch immer derjenige, der was sagt, du machst es eher kühl als warm. Ich bin jetzt jede Frau, dass er mir ein bisschen...
abgefrischt hat. Können wir aber eigentlich theoretisch auf einen Random Encounter gehen. Weil es unterm Strich bleibt es sich, glaube ich, relativ wurscht. Bei uns ist die ganze Zeit so heiß wie halbwarm, irgendwas. Bei uns ist es halt tatsächlich relativ kühl. So. Da war der Podogel gewesen. Na toll. Wir haben halt so um die 16 Grad. Da ist wieder eins. Ja, chill halt einmal deine Knirschein. Ich möchte die ganze Zeit zu dir her, aber... Jetzt halt. Ich nehme 35 plus auch lieber, nehmen wir 38. Ja, so krass was braucht sie jetzt nicht. Wobei man sagen muss, wir haben heuer wirklich einen geilen Sommer gehabt. Bisher, also muss man wirklich sagen. Nicht heiß, aber so, dass du halt instant wieder schwitzt. Ja, gut, okay. Nehmen wir Podogel mit. Easy. Da ja einen Spitznamen dafür. Freunde der Sonne, was hält man denn bei dem Viecherl? Vor dem Namen? Ich darf nicht jetzt pauschal Bofrost nennen, weil... Warum eigentlich auch nicht? Bofrost, das Podogel. Hört sich zauberhaft an, oder? Gut, dann haben wir da auch unseren Encounter. Oh. Marschall, wie war das gestern mit kaltem Arsch? Ich frag für einen Freund, da war doch irgendwie mal was, oder? Wenn wir schon bei Bofrost haben. So. Schöller Eskimo oder wegen Geschenk Santa Claus? Santa Claus war auch ein geiler Name gewesen, tatsächlich. Wer hat einen coolen Arsch? Ist wurscht, Herbert, ist wurscht. Hab zwar große warme Hände. Der Herbert ist, glaube ich glaube, heute ist in seiner Brunftzeit, ich weiß es auch nicht. Ich hab irgendwie so das Gefühl. So, machen wir uns weiter Richtung Süden auf. Ja, wir haben schon ein paar Encounter, so ist es nicht. Aber die werden wir uns alle genehmigen. Wir möchten mal die maximalsten Ressourcen haben. Nein, ich habe nur die letzten 3 Minuten. Ja, okay, gut, dann bist du entschuldigt. Was für dicke Steine! Horny Bongs to everyone. Sei merci für deine 50. So, Route 127 haben wir folgende Möglichkeiten an Encounter. Und zwar... lauter Dupes. Auf dieser Route sind nur Dupes. Das heißt, diese Route können wir mal skippen. Ja? Wir können uns einmal im Hinterkopf behalten, auf Route 127 darf ich mir theoretisch noch was fangen. Ja? Aber da haben jetzt aktuell lauter Pokémon, die ich bereits besitze. Die wo auch alle noch am Leben haben tatsächlich. Das heißt, Route 127 können wir skippen, das nebendran ist 126 sein. Da ist dasselbe in grün, auch alles lauter Dupes. Okay, also Route 126 und Route 127 können wir einmal überspringen. Option habe die Ehre, grüß dich.
Alles fit bei dir. So, wir haben ja jetzt... Oh, da ist ein Megastein, du schau her. Scaraborn nicht. Okay, wir haben ja leider kein Scaraborn, aber nehmen wir ihn halt einmal mit. Wenn er schon da liegt. Habt ihr alles fit bei dir? Irgendwann muss der Schmarrn aussehen. Ja, ist eh klar. Ist eh klar, vor allem wenn der Bazi streamt, gell, da kann man mal einen Schmarrn raushauen. So, Route 128. Was haben wir da? Da gab's theoretisch noch... Libiskus. Das haben wir noch nicht. Das nehmen wir jetzt einmal mit. Da gibt's noch Libiskus. Das haben wir noch nicht. Das nehmen wir mit. Oh, die haben ein wenig schnell, die Viecher. Ja, wie zu spät eingeholt? Wie spät bin ich da jetzt dran? Über die Nanosekunden, oder was? Benast. Gerade von der Arbeit heim, ein bisschen platt, halb vier aufstehen und schon ekelhaft. Was? Schon ekelhaft, aber sonst alles gut. Mr. Optio, ein schöner Feierabend wünsche ich da aber auf alle Fälle. So, da haben wir Libiskus. Wer mag Libiskus sein? Ein Herz-Pokémon. Wer ist herzhaft in dem Chat? Du darfst sagen, Fichtel ist am herzhaftesten. Mrs. Fichtel, mögen Sie ein Libiskus sei? Was halten Sie denn davon? Das hat... Ah ja, genau, das hat nämlich einen Feentypen. Von daher? Gern, okay. Mrs. Fichteli, willkommen an Bord. Kann dir zwar nicht garantieren, dass du einen Einsatz bekommst, aber Teil des Schiffs, Teil der Crew. Sicher wäre, wenn ich ein Schweinshaxen war, dann wäre ich dann auch herzhaft. Vermutlich, ja. Vermutlich. Siege habe ich die Ehre. So, nächster Encounter. Ah, da haben wir nebendran auch noch einen Dusche, ja. Ach, da ist... Ja, ich verstehe schon die Frage. Das ist Xenarumel dahinter. Okay. Route 129. Eher schmackhaft. Fichteli randaliert gerne bei Stream. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Fichteli, kann Fichteli böse sein? Ich glaube eigentlich nicht. So, Route 129. Lauter Dupes. Okay. Dann gehen wir mal nach rechts Richtung Prachtpolis City. Schauen wir mal, ob es da noch irgendeinen Encounter gibt. Wow. Wow. Schützenker Knierschein. No, auch nicht. Ebenfalls lauter Tubes. Okay. Route 129, gut, da haben wir geschaut, da haben wir nur Tubes erinnert. Das war ein Weilort, das ist ebenfalls ein Tube. Route 130. Ebenfalls lauter Tubes. 131 waren auch lauter Tubes. Okay, das heißt, die nächste Runde sind auf alle Fälle noch Tubes. Aber dann, wenn wir schon auf dem Weg haben, nehmen wir Flossbrunn natürlich auch mit. Dann müssen wir sowieso noch links um, damit wir die anderen Encounter auch noch tendenziell mitnehmen können.
131 kann nur Dupes, haben wir gerade geschaut. Oh, jetzt bin ich noch in einem Doppelkampf rein. Wo Taucher? Ja, das... weiß ich nicht, ob wir es heute noch kriegen. Lasho King und Lamus. Ja, das soll ich halt wissen jetzt, gell? Heute der Punkt 2 nicht gut ab. Psycho Plus, okay. Trumpfkarte. Ja, es macht ungefähr gar nichts, okay. Ich kann aber mein Zünd nur AKH Geduldsfaden ist lang. Das ist gut. Das sehen die Menschen braucht Zeit heutzutage einfach auch. Mal das schlimmere Übel beseitigt. Regentanz, ja, das kannst du mal, das ist zauberhaft. Durch das, dass dieser Doppelkampf ist, können wir ja schon mal üben, ne? Genau halt. Da so Geduld verteilt worden ist, war ich schon mit... Ja, sehende Menschen gibt's halt auch. Ähnlich ist bei der Hirnmasse, ja. Wie die verteilt worden ist, Hirnsuppen, da mache ich mit der Gobi da gesessen. Broly übrigens auf Level Cap, Freunde der Sonne, okay? Sumpex ist auf Level Cap. So, wir sind in Flossbrunn. Das ist schon mal zauberhaft. So. Damit jetzt ja nichts schief geht, hat er jetzt mein Broly noch überlevelt. So 5 Meter vor dem Arena-Leiter legen wir es lieber vorsichtshalber mal im Box ab. Damit wirklich ja nichts mehr passiert. Und nehmen wir als Ersatz. Nehmen wir den als Ersatz mit. Auf alle Fälle kein Wasser-Pokémon, wenn er nur. Ja, nehmen wir Meistergriff mit. Weil warum denn auch nicht? So, levelt man Meistergriff noch ein mit. Na, Kraftkoloss brauchen wir nicht. Ist zwar eine coole Attacke, aber für uns unrelevant. Gut. So, was haben wir in Flossbrunn für Encounter? Schauen wir gleich einmal. Lauter Dupes, okay. Route 132 ist das da nebendran, wenn mich nicht alles täuscht. Jo, so, was haben wir Route 132? Alter, was? Okay, die Routen ist... Wow, wait a minute. Oh mein Gott. Freunde der Sonne, die nächsten 3 Routen haben absolut gottlike, was ein Counter angeht. Und wenn ich das richtig sehe... Leute, wir kriegen ein Pokémon wieder. Wir kriegen einen gefallenen Bruder zurück. Tatsächlich.
Wir kriegen einen gefallenen Bruder zurück nach der Encounterliste, die wo da steht. Auf dieser Route 132, 133 und 134, also die 3 Routen jetzt, die wo da noch kommen, gibt's. Jetzt passt so was. Surfer ist sicher eine Fione. By the way, ist ein mystisches Pokémon. Angel-Encounter jeweils auf die Routen entweder Simon oder Dratini. Das heißt, wir kriegen jetzt auf den nächsten 3 Routen eine Fione, ein See, im Endeffekt am Ende entwickelt. Wir kriegen jetzt eine Fione, ein Seedraking und ein Dragoran. Und Dragoran haben wir schon mal gehabt, das ist uns leider gestorben. Das habe ich opfern müssen. Ja, das heißt, wir kriegen Dragoran zurück. Die 3 Routen haben ja absolut krank. Es ist zwar kein Gyarados nicht, aber Alter, fucking 3 richtig stark. Also 2 Pokémon, von denen haben auf alle Fälle richtig stark. Fälle habe ich genug, okay. Wir holen uns jetzt auf der Route nochmal ganz gechillt Fione. Da holen wir uns jetzt mal ganz gechillt Fione. Weil das ja ein nice Pokémon ist, ja? Kairos back in business, ja. Tatsächlich. Werden wir aber dann anders nennen. Fione als sicherer Surf-Encounter nehmen wir Gant. Da tun wir gar nicht lang umeinander. Topic Dragoran ist besser als Gyarados. Naja, der sollte Mega-Entwicklung von Gyarados nicht unterschätzen. Ich tippe jetzt einfach mal. Ich probiere jetzt da mal einen Ball zum Werfen. Ich glaube zwar nicht, dass das Ding drin bleibt. Wenn nicht, muss ich halt einfach mal schauen, ob ich das irgendwie schwächen kann. Ja, das haben wir gedacht, dass das jetzt nicht so einfach wird. Du hast, hat 2 O-Absorber nochmal, oder? Nein, Panzer hat, okay. Ich schau mal, ob ich es mit Ladestrahl schwächen kann. Das soll halt eigentlich möglich sein. Flüchten, Tazi, flüchten. Lieber nicht. Das Ding ist halt eine relativ niedrige Catchrate dann. Das heißt, es ist ein bisschen schwerer zum Fangen. Ja, okay, nice. Das passt. Mega Gyarados ist sicher ein schwerer Gegner, solange es nicht das vom Vorteil. Ja, das war wegen meh, wenn du mich fragst. Okay, nice. Easy. Spitznamen, Freunde. Nimmst den Fisch wieder zurück. Weiß nicht mehr wie. Also, du hast Hydra gemeint, oder, Wifey? Also, das ist die Hydra quasi. Da waren sie nichts in der Ersatz. So. Ein fucking mystisches Pokémon gratis nehmen wir natürlich mit. Da tun wir nicht lange miteinander. Ja, keine Ahnung. Du meinst Gyarados, den gefallenen Bruder, der mir so weh da hat wahrscheinlich, ja. Den gibt's aber auf der Route tatsächlich nicht mehr. Der... Sei? Das ist iPhone aus der Tschechei. Das iPhone. Vorausgeschaut wird ja, du meinst Gyarados. Leider keine Wiedergeburt von Gyarados, aber dafür von fucking Dragoran. So. Oh, da gibt's ein Item, das nehmen wir mit. Flauschi. Ja, der passt nicht ganz so zu Fione, finde ich, weil das ja so allglatt ist, das Ding. Route 133, so, aufpassen. Wirkt das eigentlich ein Mana-Vieh? Gute Frage.
Ich bin mit... Ja, normalerweise schon, weil 400 pro Entwicklung ist. So, da holen wir uns jetzt mit Hilfe der Profi-Angel holen wir uns jetzt da auf alle Fälle entweder... bleibt sie wurscht, muss man uns holen. Entweder Sepa oder Dratini. Eins von beiden. Setbasis. Da haben wir Sepa. Sepa wird zu Simon und Simon wird zu Godlike Sedraking. Sedraking hat nach dazu eine brutal starke Typenkombination mit Drache Wasser. Bestes Garados ist das rote vom See des Zorns. Change my mind. Rote Garados ist absolut Liebe, ja. Das stimmt. Das erste gratis Shiny Pokémon, was es jemals gegeben hat. Also, sofern man so schlau war, das zum Fangen. Da. Spitznamen für ein Seepferd, für ein großes Seepferd dann, ja. Da brauchen wir was Wuchtiges, ja. Nicht irgendein so ein Weichei-Ding, sondern da brauchen wir schon was knallt, ja. Meerlasagne, du bist auch so ein Meerlasagne. Pegasus. Nicht übel. Selaxo. Pegasus, zauberhaft. Prinzessin Glitzerfunkel. Das Item, das nehmen wir mit. Mehr lieber Kasi, ist mehr gut. So, und somit last but... du scheiß Vogelkopf. Nein, du geh nicht lang. Ich mag nicht kämpfen. Du bist du. Kannst mit deinen Vogel-Pokémon allein spielen. Ich spiele nicht mit dir. Last but not least, letzter Encounter. Bis wir zu... Pokeliga kämen, würde ich sagen. Oh, ist sei scheiß ernst, soll ich jetzt so auch noch kämpfen, oder was? War Dratini. Ah, geil, den kann man skippen. Nice. Route 134. Nochmal Triple Confirmen ist definitiv auch mit Angel ein Dratini Encounter. Super Angelwart gab's sogar Sedraking und Dragonier zum Fangen. Quatsch. Simon und Dragonier gab's zum Fangen, ja. Wie mir da halt jetzt mit dem Knopf verdue. Und da ist er! Unser verloren gegangener Sohn. Tochter, je nachdem, was das ist. Verloren gegangener Sohn Kaido kommt zu uns zurück. Was für ein schöner Zufall. Er wird besser sein, er wird stärker sein. Hoffe ich mal. Das wir nehmen aber nicht mehr Kaido, weil zweimal denselben Namen nehmen ist ja auch irgendwie wegen. Ne? Aber ich hab schon einen ganz treffenden Namen dafür. Ja? Den haben sie mir damals schon gesagt. Bei Kaido 2.0 sollten wir es nennen, quasi, oder? Ach, das Ding hat Expidermis. Ja, okay. Er muss natürlich erst einmal fangen können, ja? Das ist das Nächste. Vom Namen her ist es tatsächlich so, Mr. John Siggy, da hat es auch damals bei einigen, als auch bei mir, ne? Oder so wie auch bei mir,
Verwirrung geben, weil ich aber auch immer denke, dass die Profi-Angel die bessere ist. Welcome back, my friend. You are very appreciated. Nehmen wir mit, Freunde der Sonne, ein Dragoran im Team zu haben. Ist sowas von wichtig. Und diesmal nehmen wir das Ding einfach Drogon. Der schwarze Drache von der Daenerys aus Game of Thrones. Ich weiß schon, Dragoran ist nicht schwarz, das ist mir schon bewusst. Aber es hilft ja mal nicht. So, wir haben jetzt alle Encounter soweit gesammelt. Der einzige, der uns noch angeht, ist da in Xenaroville, da können wir aber jetzt aktuell noch nicht hin. Und da herum gibt es auch noch einen Encounter, da können wir jetzt aber aktuell auch noch nicht hin. Und logischerweise gibt es in der Pokeliga und später auch auf der Wunderinsel, beziehungsweise, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die auf Deutsch heißen, gibt es dann auch später nur einen Encounter. Aber soweit, was Overworld angeht, haben wir uns mir alle Pokémon zusammengefangen, die wir jetzt Stand jetzt kriegen können. Okay? Und jetzt, Freunde der Sonne, ist kurz vor 6, jetzt müssen wir fucking Teambuilding machen. So. Und jetzt möchten wir aber, was ich jetzt als allererstes einmal da möchte. Möchten jetzt die DVs von den gefangenen Pokémon checken, als auch die Wesen- und EV-Training betreiben, bevor dass wir überhaupt einmal ins Teambuilding gehen können. Okay? Da machen wir jetzt, das heißt, wir machen jetzt da einmal ganz galant zu. Und dann brauche ich, jetzt braucht es erst einmal Musik. Das ist einmal das Erste, ja, damit ja auch nichts passiert. So, jetzt passt auf. Geht gleich weiter, keine Sorge. Brauchen wir erst einmal Speicherdatei. So. So, wo ist jetzt? Hä, warum? Ach, die GX hast du ja aufgegeben. Moment, start gleich nochmal rein. So, jetzt müsste jetzt eigentlich. So, halt, ihr seid. Oh, Entschuldigung, ihr seht ja noch gar nichts. Moment. I'm sorry. So, jetzt. Okay. Wir haben jetzt den einen oder anderen Encounter gefangen. Und ich will jetzt einmal schauen, was die Dinge alle haben. Wir haben gefangen einen Mamolida, Tentacher, Relikant, ein Carnivana, ein Europe, ein Bodogel, ein Libiscus, das haben wir nicht gefangen, das ist unser Starter-Pokémon. Da haben wir Sepa und Dratini. Ich sage einmal so, die wichtigsten zwei haben eigentlich die. Sepa und Dratini.
Gibt es ein Voltilam oder ähnliches im Spiel? Wenn ja, da die gern meinen Namen. Das habe ich leider schon gefangen, aber wir können es gerne nochmal umbenennen, wenn es wirklich ist. So, jetzt checken wir erst einmal aus, was die zwei, wie gesagt, sind mit Abstand die wichtigsten Encounter, die wir haben. Okay? Was ich auf alle Fälle schon mal sage, wir haben ein fucking mäßiges Wesen plus Spezialangriff minus Angriff. Das ist ungefähr das beste Wesen, was du für sie haben kannst, beziehungsweise für Sidra King. Und wir haben eine relativ gute DV-Werte. Das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Okay, wir haben fast Max Special Attack und fast Max HP. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wie schaut's da aus? Holy shit! Nordi 30 Attack DVs. Und 27. Alter! Das ist ungefähr das perverseste, oder nahezu das perverseste Berserker Dragoran, was wir hätten kriegen können. Bist du komplett bescheuert? Alter, das Ding wird so rasieren. Das ist heftig. Das werden wir auf alle Fälle mal so machen. Okay, da haben wir auf alle Fälle da schon mal einen EV-Splitter so erinnert. Und jetzt machen wir da mal, wie machen wir denn das jetzt am besten? Was hast du für Fähigkeit? Wassertempo, okay, das heißt, im Regen wird der Speed verdoppelt. Das heißt, wir brauchen dann doch ein bisschen an Speed. Wir brauchen auf alle Fälle Fake HP. Und den Rest haben wir in Special Attack natürlich, weil wir durchs mäßige Wesen eigentlich relativ... Ja, durchs mäßige Wesen kriegen wir eigentlich nur Bonus. Ja. Mal 86 oder so, okay. Was hat denn eigentlich das Nebulak haben wir uns auch gar nicht mehr angeschaut. Nebulak hat ein Scheißwesen, okay, das ist auch extrem stark. Plus Speed, minus Attack, glaube ich. Ja. 31 Speed DVs, holy fuck, das ist also verdammt stark. Weil du wirst auch ein Berserker. Da gehen wir auch Full Attack, weil alles andere macht auf Gänger sowieso überhaupt keinen Sinn. Was genau da jetzt passiert, wir schauen uns jetzt die ganzen DNA-Werte von den Pokémon an, die wir uns gefangen haben, und machen wir EV-Training, das was uns enorm viel Zeit spart im Spiel. Und dann werden wir Teambuilding machen. Das machen wir auf alle Fälle auch so. So, da sitzen wir mal. Okay. Und ansonsten, Relikant brauchen wir nicht, Mamolida auch nicht, Thaddeus wird man auch nicht brauchen, Canivana brauchen wir dabei auch nicht. Tippe jetzt einmal. Und wenn nicht, muss ich es dann nochmal ummodeln, aber das macht nichts. Die werden wir auch nicht brauchen. Wichtig sind die zwei. Und die, wow, Alter, die zwei sind so godlike Encounter. Nicht nur als Encounter selber, sondern auch von den Werten her. Das ist unfassbar, was wir wieder für einen Dusel gehabt haben. Okay. Gut. Gehen wir wieder in-game. Da machen wir dabei mit zu. So, Freunde, jetzt Teambuilding. Jetzt schauen wir uns erst einmal an, was der 7. Orden eigentlich alles kann. Für die Leute, die jetzt fragen, warum Karton nicht da ist, den habe ich jetzt dabei mal ausgemacht. So, jetzt will ich meinen Chat noch lesen. So. Fichteli, danke dir für deinen Lurk. Vielen lieben Dank. Welchen Namen hat Botdockel? Bofrost. Mehr Duselgur als Verstand, ja, bei den Encounter jetzt auf alle Fälle. Das heißt, du machst was normal Ingame machen müsstest außerhalb, oder wie? Richtig, weil das Ingame unfassbar viel Zeit fressen hat. Da reden wir mal nicht von 10, 20 Minuten, da reden wir von 2-3 Stunden. Und das mache ich halt aufgrund der Software aus, also mit der Software kann ich das außerhalb machen tatsächlich, genau. I call out cheating, du bist da cheating. So, jetzt passt's auf.
Meine schlaue Dokumentation. Muss man jetzt sagen, was die 2 Arena-Leiter haben. Ach du Scheiße. Also wenn heute die Naslog nicht endet, dann lassen wir das auf die Visitenkarten drucken. Das sage ich ungefähr garantiert. Oh du Scheiße, mir wird schlecht. Lädt mich am... Wieso denn da durchgekommen? Ja gut, das hilft eh nicht. Fangen wir mal ganz am Anfang an. So, ich tippe jetzt einfach mal drauf, dass Hytira sowieso safe dabei ist, okay? So, jetzt hat man das jetzt mal schnell da um. Gut. Also, Ben und Svenja, diese beiden Arena-Leiter, was ja ein Doppelkampf ist, haben ein Sonfell, ein Lunastein, ein Bronzong, ein Lasho King, ein Galagladi und ein Gardevoir. Gardevoir ist Mega-Entwicklung, Galagladi hat ein Lebenorb. Lunastein und Sonfell haben Lichtschild und Reflektor, um ein Damage einzubremsen. Ach du Scheiße, wie soll man da durchkommen? Okay, passt auf. Jetzt muss ich mal schauen, was haben die Attacken technisch. Ich sage auf alle Fälle, schau mal, dass das Sonnenfeld physisch angreift. Mit Steinkante und Flammenblitz. Okay, das heißt, Hytira ist, also Sonnenfeld kann Hytira gefährlich werden. Lunastein greift nur speziell an, das heißt, Hytira ist eine Option. Bronzong greift körperlich an. Bronzong hat aber allerdings keinen Step-Move. Das heißt, kann Hytira fangen. Okay, halten wir mal im Hinterkopf. Lasho King greift nur speziell an. Das heißt, Hytira ist wieder Option. Galagladi, definitiv keine Option, greift nur körperlich an. Gardevoir greift wiederum nur speziell an. Das heißt, Hytira da mitzunehmen ist schon mal grundsätzlich keine verkehrte Sache nicht. Jetzt Moment einmal. Jetzt war halt einmal interessant, wer von denen zwei was hat. Ah, da steht's eh. Okay, ja, nice. Der Ben, wenn ich es richtig übersetze, hat ein Sonfell, ein Bronzong und Galagladi. Und Svenja hat das Lunastein, das Lasho King und das Gardevoir. Das darf Sinn machen. Okay, pass auf. Das heißt, ich möchte... Jetzt pass auf, mal grundsätzlich, wenn ich mir jetzt... Die zwei werde ich wahrscheinlich brauchen. Das heißt, man kann den Arenaleiter-Kampf nicht 2v1en. Das funktioniert nicht. Also das heißt, eine Seite komplett ausschalten, damit die andere allein steht, bringt in dem Sinn nichts. Aber ich kann theoretisch hergehen und sagen, weil das Lunastein ist nicht das Problem. Das Lunastein ist kein Problem nicht. Die haben beide abgesehen davon Schutzschild. Das heißt, es wird immer so laufen, die machen einen Attack, nächste Runde Schutzschild, machen einen Attack, nächste Runde Schutzschild. Wahrscheinlich, tippe jetzt einmal. Das heißt, das kann ich ein bisschen zu meinem Vorteil nutzen. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich hergehen und sagen, ich lead mit D2. Ich fange mit Landhorn und Sumpex an. Greif beide an, Fokus aber das Sonnenfeld, damit der physische Angreifer, der wo ja Hytira gefährlich werden könnte, schon mal ausschaltet. Und das Lunastein lasse ich links stehen. Weil solange Lunastein im Feld ist, kommt auch kein anders nicht einer. Das heißt, ich kann im Grunde genommen schon hergehen und sagen, ich steuere das ein bisschen. Okay, pass auf, verfolgen wir die Strategie einfach einmal. Das heißt jetzt im Endeffekt, wenn ich jetzt das Sonnenfeld kill und Lunastein steht noch, dann kommt noch, was kommt dann rein theoretisch noch Sonnenfell
einer, wenn ich Landtouren und Sumpex drin hab. Es muss in dem Fall Galagladi sogar sein. Das Brenner habe ich der, servus, grüß dich, alles fit bei dir. Das muss Galagladi sein. Warum muss das Galagladi sein? Ich habe 2 Wasser-Pokémon drin und ein Wasserboden-Pokémon. Also Wasser-Elektro und ein Wasserboden-Pokémon. Seine einzige Antwort drauf ist Laubklinge. Laubklinge ist 4-fach effektiv auf mein Sumpex und ist doppelt effektiv, also normal sehr effektiv, also doppelter Schaden auf Landtouren. Das heißt rein theoretisch geht er auf jeden Fall für Galagladi. Option, danke, dass du an Brenner ein Stufe 1 Abo schenkst. Brenner, viel Spaß mit dir, Mods, und willkommen in der Bazi-Gang. Einen wunderschönen guten Abend, der Kleine. Prof, habe die servus, grüß dich. Ihr kämpft perfekt zum Teambuilding und dann zum Arena-Kampf. Okay, weiter im Text. Das heißt, es kommt Galagladi. Galagladi macht dann Laubklinge auf normalerweise Sumpex. Warum auf Sumpex? Weil es auf Sumpex mehr Schaden sagt. Weil es 4-fach effektiv ist. Das heißt, wir brauchen für Sumpex einen Switch-In. Damit wir die Laubklinge fangen können. Da war Panzer Aeron schon mal nicht verkehrt. Da muss aber gleichzeitig Landtouren auch mit raus, weil sonst im nächsten Zug Landtouren gefährdet wird. Angel, aber der, servus, grüß dich. Was ist jetzt das? Bist du geschubst oder was? Ja, ich bin total geschubst. Aber Angel, du hast da nichts versammelt. Wir haben jetzt, der Höhepunkt kommt jetzt dann erst. Der kommt jetzt dann erst. Okay, passt auf. Dann ist Landtouren drin. Landtouren muss mit Voltwechsel raus. Und Galagladi schießt ja in dem Fall auf den Slot von Panzer Aeron, weil ich da mit Sumpex raus bin. Das heißt, dann kann ich mit Panzer Aeron... Okay, das macht Sinn. Das macht Sinn. Dann kann Sumpex wieder zurück, kann theoretisch Schutzschild machen. Das muss ich, mit Attacken muss ich dann auch noch machen. Kann dann Schutzschild machen. Kann mit Panzer Aeron das Galagladi angreifen. Rein theoretisch. Ja, genau. So, wenn Galagladi weg ist, kommt Lashdog King. Dann haben beide physischen Angreifer weg, dann ist der Weg frei für Hytira. Dann kann nichts mehr passieren. Mit Hytira kann ich dann Setup machen. Auf Lashdog King und nach Lashdog King kommt... Quatsch, auf. Ja, doch, Lashdog King. Dann kommt Lashdog King oder Bronzong, eins zum Bein, je nachdem, wer das hat. Für das Bronzong brauche ich allerdings noch Apps. Kriegen wir aber hin. Okay, Lashdog King und Bronzong kann ich auf alle Fälle... Da kann ich mich mit Hytira setupen. Ich kann mich mit Hytira setupen gegen beide. Und wenn dann Gardevoir am Schluss kommt und Megard, kann ich mit Hytira theoretisch sogar Gardevoir killen. Das heißt, ich brauche jetzt noch irgendwas für Bronzong. Für Bronzong und für... Ja genau, eigentlich brauche ich nur noch was für Bronzong. Und ein Backup. Okay, für Bronzong hätte ich dann rein... Passt auf, da kann man eigentlich direkt Drogon gleich mit einweihen. Drogon kann bestimmt irgendwie Feuerschlag oder sowas lernen. Und als Backup-Sweep... Wo ist irgendwo schief gegangen? Kann ich aus Revenge Killer einen Mr. YBO mitnehmen, der wo dann zum Gengar wird. Das glaube ich... Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Grundstrategie, wie den Kampf angehen kann. Ich glaube, dass wir mit dem Team nicht einmal so verkehrt haben. Gengar ist ein Gift-Typ und mit Gift kann ich Gardevoir sehr effektiv treffen. Und mit meinem Gengar, wo sie ja jetzt EV drin hat, outspeed ich definitiv alles in dem Team. Da bin ich mir fast sicher. Der Prof hat unnützes Gaming-Wissen, das machen wir jetzt noch schnell geschwind. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. So, Mr. Prof Valentine. Das geht jetzt an alle unsere Fallout-Spieler, ja, die wo da ein bisschen mehr Ahnung haben davon. Fallout 3 und Fallout New Vegas enthalten die Waffe Fat Man, bei der ein Läuten signalisiert, dass sie fertig geladen ist. Das Läuten ist in Wirklichkeit die Essensglocke beim Spieleentwickler Bethesda. Nice.
Essen, da meint der Mr. Price auch wieder. Wo? Gerade noch nirgends. Okay, das heißt, wir haben jetzt da Backup-Strat mit YBO, aka Nebulak, aka dann Gengar. So. Das heißt, jetzt levelt man erst einmal alles so weit auf, dass man mal jetzt tun wir alles auf 60, damit wir noch, falls wir einen Arena-Trainerkampf machen müssen, dass wir nur ein bisschen auskommen, okay? Aber ich hab's fast vermutet, der Kampf wird fucking intens. So, Dragonier ist in der Haus. Drachenstoß, ja, das kann man jetzt einmal schnell mitnehmen. Vielleicht schauen, was vorher Attacken hatten. Das machen wir auch noch, Mr. Opze. Das machen wir natürlich auch noch, ist eh klar. Wir müssen sowieso die Attacken komplett überarbeiten, weil ich kann so mit den Attacken nicht reinigen. Ich werde da das eine oder andere Pokémon da Schutzschild kriegen, weil das in Doppelkämpfen einfach unfassbar wichtig ist und Zeit verschaffen kann. Und dann müssen wir generell einfach hoffen, dass meine Strategie dann aufgeht. Wie gesagt, wenn ich Galagladi und Sonnenfell rausbringe... Oh, Drachentanz ist nice. Wenn ich die zwei rausbringe, ist der Weg frei für Hytira, eigentlich. Also rein theoretisch kann ein Hytira auf dem Platz parken. Das Ding ist halt das, RNG kann mich halt hart bumsen. Ja? Wenn ich Volltreffer kassiere, ist die Strategie sowieso, ist jede Strategie automatisch für Katz. Aber besser irgendeine Strategie haben, als gar keine haben. Wutanfall ist auch sehr, sehr nice. So. Diesmal haben wir sogar Dragoran und nicht nur Dragonier. Letztes Mal haben wir auch nur Dragonier gehabt. Muss wir leider gegen Norman verloren haben. Ah, ist er nicht ein zauberhafter Kerl. Was mir jetzt gerade einfällt, in dem Moment. Flügelschlag, ja, das nehmen wir jetzt auch mal mit. Jetzt, was mich jetzt noch interessiert hat mein Dragoran Multischuppe, das war halt brutal. Wenn Dragoran jetzt noch die versteckte Fähigkeit Multischuppe hätte, das war unfassbar stark. Dann war das beste Dragoran, was man eigentlich unmenschlich, dass man so ein Dragoran fängt. Es hat fucking Multischuppe, möchtest du verarschen. Verringert den erlittenen Schaden bei vollem KP. Die Fähigkeit ist so unfassbar stark. Also das Dragoran ist ungefähr das krasseste, was wir an Encounter bisher gefangen haben. Da geht, glaube ich, kein Encounter nicht drüber bisher. Das Dragoran ist ja geisteskrank. Schaut euch einmal den Angriffswert da. 235, das ist so gottlos. Turbo-Tempo, oh nice. Prioritätsangriff der Stufe 2. So. Dann haben wir noch Mr. YBO. Kommt selbstverständlich auch auf Level 60. Also keine Sorge, wir machen den Arenaleiter heute auf alle Fälle noch, ja? Die Zeit nehmen wir schon. Ist ein Dragoran nicht von Haus aus schon... Ja, wenn du halt ein scheiß Wesen hast und schlechte TV-Werte, also sprich Gene, die Genwerte, dann grundsätzlich ja, aber das ist halt schon Next Level OP, das Dragoran. Das ist eigentlich fast ein Dragoran, wie es im Bilderbuch steht. OP als das Buttermesser von Resi, das darf da mal ganz schwer annehmen. Da kann das Buttermesser in Resi nicht mehr mithalten. Spuckball, das nehmen wir mit, das brauchen wir dann. Wahrscheinlich irgendwann einmal. Ich brauche auf alle Fälle, ich muss auf alle Fälle irgendwie einen Giftangriff herbringen. Ich brauche irgendeinen Giftangriff. Aber soweit ich mich erinnern kann, lernt Gengar, glaube ich, sogar die Matschbombe.
Aber das gute Resi-Buttermesser kann nicht mit dem Dragoran mithalten. Sag oder wie es ist. Toxinlerner. Nein, Toxin. Auf Gengar brauchst du nicht Toxin spielen. Gengar, wenn einen Hit kriegt, fällt um. Gengar ist ein reins offensives Pokémon, das wo nur dazu da ist, wenn es reinkommt, dass es wegschießt. Und das hoffentlich mit Erfolg. Traumfresser brauchen wir nicht. Abgangsbund hat uns letzt mit ziemlichem Bedrängnis gebracht, die Attacke. Nachtmahr, okay. Ja, offensiv macht das Gengar jetzt noch nicht so viel her, gell? Also da kommt vielleicht noch irgendetwas. Gut, vielleicht hat es irgendwelche Attacken schon mit China. Das kann natürlich auch sein. Gut. Es lernt auch nichts mehr, das heißt, das hat die meisten Attacken quasi schon, muss man über Herzschuppen dann regeln. Gut. Das Grundteam steht schon mal. Jetzt müssen wir uns dann um die Attacken kümmern. Okay. Aber was mir gerade einfällt, ich brauche eine Attacke. Etwas. Ich brauche auf Landhorn und auf Sumpex eine Attacke, die wo zwar beide Gegner angreift, die wo aber nicht mich selber treffen. Da fällt mir jetzt auf Sumpex, ist zwar aufgrund von der EV und von der Wesensverteilung her ein bisschen doof, aber da fällt mir Lehmbrühe ein, die trifft nämlich nur einen Gegner. Und bei Landhorn kann ich eigentlich Ladungsstoß nehmen, weil ja mein Sumpex ein Bodentyp ist. Fangen wir mal mit Landhorn an. Surfer, Donnerblitz, Voltwechsel und Ladungsstoß, genau. Da ist Ladungsstoß. Ja genau, das muss dann weg für Donnerwelle. Da muss Donnerwelle da auf jeden Fall weg. Weil dann habe ich für alles eigentlich ein bisschen eine Antwort. So gesehen. Schutzschild hätte ich zwar gern drauf, aber hilft jetzt nicht. So, schauen wir uns einmal an, was Gengar alles Kino. Das war jetzt einmal das Wichtigste. Eissturm, da schon, ja, da an die ganzen Tag. Eissturm, Gigasauer, gerade Hollerbrück, Kersmark, Bühre, Finsterfaust, Traumfress, aber. Scheiße, wir haben keine Matschbombe nicht. Das ist doof. Wir haben leider keine Matschbombe. Macht aber in dem Fall nichts, was so macht. Weil es gibt, glaube ich, ein TM zum Kaufen, die Mr. Dingens, Giftschwall. So ungefähr. Ja, ist nicht ganz so gut, aber. Kann man vielleicht auf Random. Ich glaube, dass wir auf Random sogar Hypnose nehmen können. Hypnose, falls wirklich irgendwas massiv schief geht, Spukball nehmen wir auf alle Fälle mit. Und Schutzschild nehmen wir da auch mit, auf jeden Fall. Da müssen wir uns halt nochmal Giftattack umschauen. Oder warte mal, habe ich die vielleicht im Beitel? Das kann natürlich auch sein. Moment mal. Leider nicht. Aber gut, das macht nichts. Wir nehmen jetzt auf alle Fälle mal Schutzschild. Nehmen wir auf alle Fälle Schutzschild mit, damit wir mal was abfangen können, wenn es wirklich pressiert. Nehmen wir Konfusstrahl weg und für Finster Aura suchen wir uns noch eine Giftattacke auf jeden Fall. Okay.
So, nächster Streich ist Dragoran. Müssen wir mal bei Dragoran schauen. Da brauche ich auf alle Fälle auch Schutzschild drauf. Schutzschild, wahrscheinlich, da war es sogar schlau, wenn wir uns irgendeine Attacke suchen, die wo uns heilt. Oh, Feuerschlag. Ja, sechstes, da haben wir schon bei dem Thema. Mit Feuerschlag können wir gegen Bronzong gehen. Okay, pass auf, Fliegen kann man nun nicht mehr, Ruheort, Feuerschlag, Schutzschild. Weil Dragoran ist jetzt erst einmal nur dafür da, um sich um dieses Bronzong im Notfall zu kümmern, okay? Aber damit wir noch ein bisschen eine Variation einbringen, nehmen wir noch Fliegen und Ruheort mit. Wird man schon hinbringen irgendwie. Als TM gibt es nicht so viel. Das gibt es bestimmt irgendwo als TM, aber ich weiß halt nicht wo. Da kann man uns jetzt dumm und dämlich suchen. Aber da findet man schon irgendeinen Ersatz. Da tun wir jetzt einmal gar nicht oben. Genau, Schutzschild für Turbotemp. Was haben wir jetzt da? Ist eh wurscht. Ruheort. Ah, das ist Ruheort, genau. Ruheort für Turbotempo und dann brauchen wir natürlich auch noch Schutzschild drauf. So, jetzt bin ich ganz so. Du kommst fast pünktlich. Faustauhafen ist Matschbombe. Wo genau in Faustauhafen? Turbotempo. So, okay. Dann brauchen wir noch Hytira. Auf Hytira möchte ich auch Schutzschild haben. Einfach aus Gründen. Treffpunkt mit einem Mann. Dann schauen wir da noch mal schnell vorbei. Gut, Weichheit, Schallwelle brauche ich auf jeden Fall. Ladestrahl zum Setup. Dann gibt es eigentlich eh nur Donnerwelle. Dann brauchen wir noch Panzereron. Panzereron ist auch dabei, da möchte ich auch Schutzschild draufspannen. Ist ja schon. Fliegen brauche ich dann. Was nehmen wir denn noch mit? Ja gut, ich glaube Panzereron passt vom Angriffsset her eigentlich. Ich glaube Eisenschädelmann ist noch drauf, oder? Ruheort, Schutzschild, Fliegen, Eisenschädel. Okay, ja, nein, das ist nicht mehr so. Das glaube ich nicht mehr so. So, dann geht nur noch Sumpex ab. Was ist jetzt auf Sumpex-Phase? Da brauche ich Lehmbrühe, auch wenn es nicht wirklich viel Sinn macht, was mein Bild angeht. Eishieb brauche ich auch nicht, da brauche ich auf alle Fälle Schutzschild. Erdbeben lassen wir auf alle Fälle, weil Doppelkampf. Und Nassschweif lassen wir auch. So heißt Erdbeben, Nassschweif, Schutzschild, Lehmbrühe. Okay. Eishieb weg. Und dann brauchen wir noch Lehmbrühe, das wo wir wieder über die Herzschuppen kriegen. Da ist Lehmbrühe. Anstelle von Steinhagel. Okay. So, gehen wir nochmal durch die ganzen Sets. Items brauchen wir noch. Items brauchen wir noch. Das ist ganz wichtig. Jetzt passt so wacht. Ich brauche am Anfang ein bisschen einen Damage. Das heißt, ich werde mein Lanthorn jetzt nicht auf Überreste spielen, sondern auf einen Magneten, der wo Elektroattacken ein bisschen verstärkt. Ich müsste eigentlich einen Magneten haben. Ja, da haben wir einen. Auf Sumpex nicht. Hytira Überreste sowieso klar. Auf Raptor brauchen wir einen Beulenhelm, damit der mal von Galagladi, dass der Chip-Damage macht. Okay, der ist drauf. Da auf Dragoran, damit ich den Non-Step von Feuerschlag ein bisschen ausgleichen kann, brauchen wir irgendeine feuerverstärkende Attacken. Eine Holzkohle zum Beispiel. Das müsste die, glaube ich, auch haben.
Mal, dass ich das gefunden habe. Ja, habe ich. Da gehen wir Holzkohle drauf, damit der Feuerschlag ein wenig mehr Wumms macht. Und der YBO, der braucht Epsi, wo sehr effektive Attacken damit verstärkt werden. Das heißt, da brauchen wir einen Expertengurt. Sofern der wird auf der Box liegen wahrscheinlich. Der wird wahrscheinlich auf der Box liegen. Laut was? Wäre TM36 von einem Mann in der Stadthalle nach Erhalt des Balanceordens. Laut YouTube-Video über den Pokésender in dem Haus. Dann schauen wir gleich mal nach. Fliegen wir auf Faustauer Hafen runter. Schauen wir mal, ob die, wie gesagt, das ist nicht im Original, also ob das da so ist, weiß ich nicht. Wobei sich viel am Original ähnelt. Über ein Haus vom Pokécenter, also da erinnert. Kann es aber tatsächlich was geben, jetzt pass auf. Freunde der Sonne, merci, dieser Tipp oder dieser Hinweis ist vielleicht entscheidend dafür, ob wir den Kampf gewinnen oder nicht. Matschbombe ist unfassbar wichtig jetzt in dem Sinn. Matschbombe, unfassbar wichtig. Da geht ein ganz dickes Bazi-Herz und ein ganz dickes Bazi-Hypern-Enk raus. So, der mal Finsteraura weg und dann haben wir normalerweise unser Team, Freunde. Dann haben wir normalerweise unser Team. Jetzt gehen wir nur noch mal alles durch, ob wirklich ja alles passt. Okay? Und dann gehen wir in die Arena, Freunde. Dann wird spannend. So, Landshorn haben wir gesagt, brauchen wir einen Magnet drauf, das haben wir. Wir haben einen Surfer, wir haben einen Ladungsstoß, wir haben einen Donnerblitz und wir haben einen Voltwechsel. Das ist genau das Set, was ich haben will. Okay? Wir haben einen Sumpex mit Schutzschild, mit Lehmbrühe, mit Nassschweif, mit Erdbeben. Sumpex Nidis drauf. Passt. Heitera mit Überreste, Weichei, Schallwelle, Schutzschild, Ladestrahl. Setup stimmt, Item stimmt, passt. Panzer Aeron hat einen Beulenhelm mit Ruhehort, Schutzschild, Fliegen, Eisenschädel, Standard-Set, passt. Dragoran, Fliegen, Ruheort, Schutzschild, Feuerschlag, wichtig ist die Holzkohle. Braucht man. Passt auch. Gengar hat noch kein Item, genau. Gengar braucht einen Expertengurt. Expertengurt, der sehr effektive Attacken noch einmal verstärkt. Wenn mir nicht alles täuscht, hat das mein Meistergriff. Na, der hat Zitrobeere, Überreste, Expertengurt. Gewaltrohr hat Expertengurt. Gut. Schauen wir bei Gengar, ob alles passt. Normalerweise ja. Spukball, Hypnose, Schutzschild, Marschbombe. Passt. Expertengurt ist drauf. Gut, Freunde der Sonne. Teambuilding ist beendet. Wir gehen mal in die Arena. Ich schaue, dass ich die Trainer da drinnen skippen kann, damit wir straight gegen Arenaleiter kämpfen können. Und ich tippe jetzt einfach einmal, dass das der fucking schwierigste Kampf in der ganzen Edition ist. Munkatz, habe ich die Ehre. Grüß dich. So. Den machen wir jetzt sofort, Mr. Herbert. Jetzt mache ich erst einmal da Musik start. Dass ihr auf alle Fälle wieder Ingame-Sound habt. Damit ihr auf alle Fälle wieder Ingame-Sound habt. Der soll schon sein. So, das Einzige, was ich jetzt noch nachschaue, ob das EV-Training übernommen worden ist. Bei Dragoran ist es übernommen und bei Gengar ist es auch übernommen. Nice. So, Freunde, jetzt machen wir eine Umfrage. Die Umfrage lässt mir jetzt ein wenig länger laufen, ja? Was heißt ein wenig länger? Die lassen wir jetzt einmal 5 Minuten laufen. Und zwar...
Schaffen wir's? Deathless gegen Ben und gegen Svenja. Okay? Deathless heißt, nicht ein einziges Pokémon zu verlieren. Ich sag's nur der Vollständigkeit halber lieber nur mal dazu. Hat's Meistergriff auf seinen kleinen Meistergriffen. Du bist doch blöd. So. Drasti du? Na, okay, nice. Du musst der Preis zum Gegenwedern. Okay, der da drüben dreht sich, habe ich ganz genau gesehen. Aber der ist auch optional. Bist du optional? Ah ja, indem man hin tun muss schlecht. Nice, so ist er braver. Du hast so schier da, heute muss ich nochmal. Ja, Leute, stimmt's, ihr dürft's nicht auf mich Rücksicht nehmen, es müsst so abstimmen, was es glaubt. Ja? Das ist das Wichtigste. Nicht auf Ja stimmen, weil halt ich da sitze. Ja, das ist falsch. Da wollte ich nicht, ich muss eins drüber. Oh, fuck. Ja, das wird jetzt eigentlich nicht, aber gut, das wird man schon irgendwie... Oh, nice, du Typ. Oh, lol. Der ist... Okay. Aha, die dreht sie, okay. Okay, somit ist der Weg jetzt bis nach oben frei. Okay. Nur mit Sicherheit speichern. Auf alle Fälle Sumpex und Lantern liegen. Geh nochmal über alles drüber, damit ja nichts passiert. Sehr verlangt dann ein bisschen Magnet. Zum Beispiel Lostschweif Erdbeben, Sumpex nicht. Schiff fliegen, eiserne Bollen hin. Okay. Dann bat sie schon, aber die Viecher vielleicht nicht. Ich bleib meiner Linie treu, irgendwann muss ich auch mal recht kriegen. Ich darf's da mal vergunnen. So, Freunde. Damit ja auch nichts passiert. Geht jetzt ja jeder nochmal aufs Klo. Wollt ja jeder vielleicht nochmal die eine oder andere Kleinigkeit zum Knabbern. Ich gehe jetzt schnell 3 Minuten selbiges tun. Hände waschen, kurz bisseln gehen und dann gehen wir in den Showdown. Okay? Ich bin brutal aufgeregt. Ich weiß nicht, wie das jetzt... Ich hoffe, dass ich es überhaupt schaffe. Sollte heute der Run enden, dann glaube ich, brauche ich mich nicht beschweren, weil so weit zum Kämmer war sowieso überhaupt nicht auf meiner Liste. Gnädelkämme halten, Mr. Optia, bis zum Zeitpunkt hätte es gar nicht finden können. Also, bis in 3 Minuten. Viel Spaß mit der Gnädelkämme.
So, Freunde, haben wir bereit. Sollen wir so gehen? Hat's alle ausgerüstet. Mit Nervennahrung, mit Dringer, mit Schweißdirgeln. Ich bin nervös. Sollte es enden, bin ich trotzdem stolz. Aber ich werde mein Möglichstes tun, dass das nicht passiert. Ich hoffe, ihr habt alle einzelnen Punkte entsprechend gesetzt. Der Lead passt, Items haben wir gecheckt, Attacken haben wir gecheckt. Ein ins Fisch. So. Vorlesen tue ich den ganzen Schmarrn nicht. Für das habe ich jetzt gerade keinen Kopf nicht. Die machen einen Fusionstanz. Okay. Sonnenfell und Lunastein. Ben und Svenja. Gut, okay. Zu meiner Strategie. Ladungsstoß trifft beide gegnerischen Pokémon. Würde auch mein eigenes Pokémon treffen. Sumpex ist aber gegen Elektroattacken bekanntermaßen ja immun, weil es ein Bodentyp ist. Okay? Das heißt, Ladungsstoß auf alle Fälle mal auf die gegnerische Seite. Wir gehen in Mega-Entwicklung und drucken wir Lehmbrühe. Lehmbrühe trifft nur die gegnerischen Pokémon. Wenn ich Surfer mache dort, würde das auch mein eigenes Pokémon treffen. Genau, und das ist eigentlich nur der einzige Grund, warum ich mir gedacht habe, dass Lehmbrühe da Sinn macht. Was anderes, ich kann das Risiko nicht gehen, meine eigenen Pokémon zum Damagen. Ich werde Damage genug kriegen. Okay? Warte mal, habe ich schon Mega-Entwicklung gedruckt. Ja, okay. Okay, macht Steinkante. Alter, ist das viel Schaden. Okay, Genauigkeit sinkt, das ist gut. An der Stelle können wir jetzt sowieso, machen jetzt sowieso beide Schutzschild. So, ich möchte jetzt aber auf jeden Fall das Sonnenfell targeten. Sonnenfell wird wahrscheinlich sogar geheilt werden. Ja, okay, kein Schutzschild, aber Lunastein wird Schutzschild machen. Okay. Nice. Okay, Sonnenfell ist weg. Das ist genau mein Plan. Bis jetzt läuft es ganz wie an der Schnurzung. Mir sollte jetzt eigentlich Galagladi kommen. Es kommt Bronzong. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt Volt Switch auf alle Fälle. Ich brauche Voltwechsel auf Bronzong. Okay, es kommt Bronzong, aber warum kommt da Bronzong? Aber gut, das macht jetzt nichts. Wir gehen jetzt einfach. Jetzt passt auf. Wer ist schneller? Ist mein Landhorn schneller als mein Sumpex? Landhorn hat 96 Speed. Sumpex ist schneller. Das heißt, ich kann nicht Erdbeben drucken.
Es sei denn, ich darf switchen. Der Switch ist nämlich immer zuerst. Wobei dann da die Dann da die Lunastein killen und das möchte ich nicht. Hat Bronzong Schwebe, ja. Bronzong hat Schwebe. War jetzt eigentlich... Das stallt eigentlich Big Mom aus, aber das bringt mir nichts, weil ich dann sowieso noch mehr aussehen muss. Es sei denn... Es sei denn, ich kill das Lunastein und los Bronzong stehen. Wobei, na, kann ich eigentlich auch nicht mehr. Das Lunastein tut mir eigentlich nichts. Muss man jetzt... Ich kann mit Sumbex eigentlich immer nur drin bleiben. Das Lunastein wird jetzt auf jeden Fall angreifen. Nein, ich möchte Luna aus dem Grund stehen lassen, weil Luna keine offensive Bedrohung nicht ist. Aber ich glaube, der Volt-Switch auf... Der Volt-Switch auf... Bronzong sowie der Nassschweif auf Bronzong ist an der Stelle, glaube ich, gar keine dumme Idee. Mit Volt-Switch aus die Dragoran eine. Okay, Psychokinese geht daneben, das ist gut für mich. Zitrusbeere. Erdbeben wird negiert. Ja gut, das macht fast keinen Schaden. Lunastein macht wieder Schutzschild, weil sie ja gerade eben angegriffen hat. So, jetzt muss nur Nassschweif treffen. Nice, Bronzong ist raus. Wichtiger Punkt. Fuck, ich hab nicht aufgelevelt. Ich hab's Aufleveln vergessen, aber ist wurscht. Lass doch hin. Ja, wobei, warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee. Jetzt kommt sowieso Mondgewalt von Lunastein. Das heißt, jetzt bin ich frei für Big Mom. Ich kann jetzt anfangen, mich zu setupen. Ich kann jetzt eigentlich anfangen, mich zu setupen. Jetzt kann ich zwar an der Stelle nicht Erdbeben drucken, weil ich sonst mein eigenes Heitheirer damit Bums. Aber ich kann jetzt zumindest einmal auf Schutzschild gehen. Wobei bringt man Schutzschild-Apps? I guess. Machen wir mal Schutzschild auf Sumpex. Mondgewalt, okay. Macht da überhaupt nichts. Der Reflektor ist weg, das heißt, es wird jetzt entweder Reflektor machen oder nur mehr angreifen. Okay. Ich muss jetzt mit Nassschweif angreifen, weil es leider anders nicht hilft. Das Problem ist, das Lasho King hat Offensivweste, das heißt, die Spezialverteidigung ist noch mehr erhöht. Fokusstoß darf man nicht allzu viel durch. Ja, ist nicht so tragisch.
Das sollte auf jeden Fall noch mal überleben, trotz Crit. Ich werde meine Sumpex wieder weiter schützen, auf jeden Fall. Okay, nice. Jetzt muss ich mal Weichheit drücken. Mod sagt Ausrufezeichen Regeln. Ich darf nicht überlevelt in die Arena gehen, wenn ich während des Kampfes überlevel, ist kein Problem. Abgesehen davon ist keins meiner Pokémon auf Höchstlevel. Ich bumps mir eigentlich gerade zusätzlich selber, weil ich vergessen habe, meine Pokémon auf Level 62 zum Trainieren und die stärksten Pokémon, was die zwei haben, auf 62. Okay, nochmal, warte, jetzt pass auf. Wir brauchen eine Weichheil, also Heilung auf Halteira. Und wir brauchen einen Nassschweif. Nein, ist eigentlich dumm. Nein, Lehmbrühe kann ich auch nicht machen. Jetzt einfach mal für Random Schutzschild. Vielleicht kriege ich einen Double Protect. Ah, ich kriege gewonnen. Ah, ist Gegner, okay. Gut, Lascheking hat sowieso nur Halteira im Kopf. So, wir setupen uns weiterhin. Oh, das ist Mist. Okay, das killt. Aber ich kann mich weiterhin setupen. Oder auch nicht. Jetzt kommt Galagladi. Das heißt... Jetzt ist halt jetzt die Frage, seid Galagladi ein Kill auf Sumpex oder seid Galagladi ein Kill auf Halteira? Ich mache mein Schutzschild auf Bigman und gehe mit Sumpex raus auf Panzer Aeron. Normal geht's auf Sumpex. Abgenesung auf Lunastein ist fein. Es geht sogar auf Halteira. Das Ding geht sogar auf Halteira. Okay, nice. Das heißt, switchen in Drogon, fliegen auf Galagladi. Verteidigung sinkt, das ist jetzt richtig gut für mich. Schutzschild auf Drogon. Nice! One-Hit Panzer und einfach eine Macht. Jetzt kommt Gardevoir. An der Stelle oh, das Ding hat jetzt Multischuppe. Warte mal, was kann Gardevoir? Kann Gardevoir Elektroattack? Scheiße, ist keine Elektroattack.
Das kann eine Elektroattacke, aber keine Feenattacke. Das heißt, das Ding geht definitiv an der Stelle. Oh, das ist eine unglückliche Situation. Schützt sie auch selber, okay? Okay. Dann kommt normalerweise da jetzt Donnerblitz. Aber da bin ich jetzt frei für Big Mom. Ich kann jetzt einfach easy in Big Mom gehen. Ja, weil was soll passieren? Was soll jetzt passieren? Big Mom kommen dann beide nicht vorbei. Fuck. Okay, Revenge Killer mit. Was du hast. Du hast gerade eben Schutzschild gemacht. Das heißt, im nächsten Zug greifst du an. Okay, nice. So, das soll jetzt eigentlich killen. Nice. Dann wird aber leider ein Gengar sterben. Ja. Aber den Kampf haben wir. Okay. Ja. Dragoran leider wieder draufgegangen. Dragoran leider wieder draufgegangen. Aber hey, 7 Orden. 7 Orden. Für das, dass ich gedacht habe, dass eigentlich jetzt da an der Stelle vorbei ist. Und der Preis kriegt seine Punkte. Ich muss einmal schauen, wie habt's denn überhaupt gestimmt? Ja, die nicht beliebt haben, die kriegen halt gut was. GZ. War aber, ganz ehrlich, es war auch abzusehen, dass wir da
Also für mich war es abzusehen, dass wir da irgendwas verlieren. Also das war brutal, wenn ich da Deathless durchgegangen wäre. Mehr ist ja auch ein großzügiger Spender. 19.000 gegen 8.000, ja. Naja. Oh, der Mozart möchte in Hall of Fame. Mr. Mozart, ich werde mich drum kümmern. Aha. Der Erste, ja. Der Mozart ist der Erste in der Hall of Fame. Ja, da hat es. Da im Meer, da kommt eine Säule aus Licht aus dem Meer. Schau nur da drüben, was passiert in Richtung 128. Aber ja, so ein verrücktes blablabla. Was war das eben für ein grelles Licht? Ja. Leute, das Ende der Welt wird eingeläutet. Also buchstäblich, ja? Buchstäblich. Ben und Svenne haben mich wissen lassen, dass du bei ihnen in der Arena warst. Ja, haben's die jetzt angerufen, oder was? Ich wollte dir eigentlich einen Besuch abstatten, wenn du schon in der Gegend bist, aber dann ist diese Sache passiert. Komm erstmal mit mir nach Hause. Ein Flauschschnädel möcht's auch noch haben, ja. Kriegt's gleich. Es ist recht leer, deshalb habe ich auch nur selten Besuch, aber lass nicht lange um den heißen Brei herumreden. Halten wir nochmal ganz genau fest, was hier eigentlich vorgefallen ist. Dieser Erdstoß eben und dann noch dieser ohrenbetäubende Lärm. Das sind zwei eindeutige Zeichen dafür, dass das Siegel tief unten im Meer aufgebrochen wurde. Ja, der Herr Mark, der Vorstand von Team Magma, hat jetzt seine Drohung in die Tat umgesetzt. Er ist dabei, das legendäre Pokémon Groudon zu erwecken. Ja, Groudon ist für die Entstehung der Landmassen verantwortlich. Und Team Magma mag ja die Landmassen vergrößern, ja, weil mehr Leben dann, mehr Land heißt mehr Landleben und so weiter und so fort. Und das setzt er jetzt, ohne drüber nachzudenken, wirklich knallhart in die Tat um. Aber gut. Wie viele Orden gibt es insgesamt? Einen Orden haben wir noch. Es gibt 8 Orden insgesamt. Wir haben ja jetzt 7. Apropos 7 Orden. Den bindet man natürlich auch mit ins Oberlei. Das ist aber hoffentlich sowieso klar. Hat er kämpft. Aber verdient, da ich sagen. So. Das heißt, beim nächsten Stream werden wir den Storyplot beenden. Leider müssen wir uns heute wieder von 2 Pokémon verabschieden. Und leider ist wieder Dragoran. Ja, ey, ich hätte eigentlich von der KI gemeint, dass sofort Galagladi kommt wegen einem 4-fach-Kill auf Sumpex. Das hätte ich hätte mit Galagladi eigentlich tatsächlich wesentlich früher gerechnet. Aber gut. Für das, dass wir schon so weit haben, haben wir relativ wenig Tote. Ja, muss man vielleicht auch dazu sagen. So, dann nehmen wir als Ersatz für Dragoran natürlich dann Cedric hin mit, das werde ich dann offstream machen. Was nehmen wir sonst noch mit? Ja, Gewaltromane Schubtanja. Da fällt quasi, ja, genau. Ein Orden fällt uns nach und noch, wenn wir 8 Orden haben, kann man noch die Pokéliga. Und wenn wir Pokéliga haben, dann war die Nuzlocke beendet. Also entweder wird es vorher beendet, weil wir halt einfach wipen, oder wir schaffen es tatsächlich, die Nuzlocke auf regulärem Weg zu beenden. Ja, indem wir Top 4 und einen Champion besiegen. Aber gut. Um einen Pegasus, um unseren Babydrachen werde ich mich offstream dann kümmern. Den werde ich hochziehen und auch hoch- und nachleveln, damit ja nichts passiert. Und dann schauen wir uns beim nächsten Mal an, was mit der Story auf sich hat. Freunde der Sonne, ich glaube, wir halt gelangt. Also zumindest gelangt es mir. Ja? War, wie zu erwarten, ein intenser Kampf. Wie gesagt, ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass die AI so komisch reagiert. Weil dann war der Kampf vielleicht nochmal, wenn es so annähernd so gelaufen wird, wie man es eigentlich ausdenkt hätte,
Dann hätten wir vermutlich nicht einmal, hätten wir wahrscheinlich nicht einmal irgendwas verloren, aber mei, gut. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Mit den 2 Verluste tut Dragoran, tut ein bisschen weh, aber Was für dicke Steine! wichtig ist, dass Ruhe einfach die in Lok weitergeht. Frieden, Dragoran. Genau so. Ruhe in Frieden, Dragoran. Ja, das hat sie sich verdient. Danke für deine 100-Bits-Option. So, jetzt kriegst du einen Flaschennädel. Das meine ich eine zauberhafte Sache, oder? So. Das ist Paula, das Flauschnädel. Ja? Paula darf halt auch mal herhalten. Trotzdem, GG, du bist weit gekommen. Tatsächlich deutlich weiter, als ich gedacht hätte, dass ich komme. Ja, ich hätte persönlich, wie ich die Nuzlocke angefangen habe, hätte ich ehrlich gesagt gemeint, dass wir mir noch einen spätestens 4. Orden aussteigen. Muss ich wirklich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt so lang geht. Aber auf das hier haben wir wirklich weit gekommen. Schauen wir mal. Im nächsten Stream, wenn wir mit der Nuzlocke weiterspielen, können wir in die Tiefseehöhle. Da wird man dann Team Magma endlich wirklich das Handwerk legen. Oder sie uns, je nachdem. Und dann geht's Richtung 8. Orden. Oh, ja, 8. Orden wird man wahrscheinlich nächstes Mal noch nicht machen, aber ich tippe jetzt einmal, wir haben noch, also wenn ich es bis zum Ende schaffe, haben es noch ungefähr 3, vielleicht 4 Streams, bis wir mit der Nuzlocke fertig haben. Ja? Ja, ich weiß schon, du bist schon wieder ungeduldig, gell? Das liegt am guten Publikum. Da hast vielleicht gar nicht einmal so unrecht, gell? Also man muss schon sagen, ich weiß, mir ist schon bewusst, dass Pokémon jetzt nicht für jedermann was ist. Das habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt. Aber ich glaube, so die Art und Weise, wie ich es jetzt spiele, also gerade das Projekt mit der Challenge, ja, ist glaube ich auch für jemanden, der nicht so viel mit Pokémon anfangen kann, ganz anständig zum Zuschauen. Ja? Glaube ich jetzt einmal. Also wenn ich Nuzlocke schaue, ist das immer, mir gefällt das brutal. Ja? Schau ja auch ab und zu mal irgendwelche Streamer, die sowas machen. Ich hab's aber noch nicht kapiert. Das erklärt er mal bei Zeiten. Mir macht schon Spaß zum Zuschauen und dabei für ja, ich glaube, sonst war's hier alle nicht da. Ja, abgesehen davon. Ja, Paula, du warst schon da. Ja? So. Das ist so schwer, aber ja, okay, du darfst zu deinem Futter, ist schon gut. Und da ist dann zintig. Na, so, wie gesagt, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem Projekt bisher. Ich bin zufrieden, dass die Resonanz so positiv ist. Also, das ist mir aber ein Punkt, der ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass die Leute, dass denen das taugt, was ich spiele. Auch wenn es nicht immer vielleicht ein Spiel ist, was jetzt, ne? Weil Geschmäcker halt einfach halt einmal verschieden haben. Und das ist auch gut so. Gut zu win. Aber da holt sich als Feedback, also, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich schon mal irgendwie negative, konstruktive Kritik gekriegt habe. Also richtig negative so. Aber gut. So, ist eh recht, wenn es so ist. Dann weiß ich, dass ich vielleicht irgendwas richtig mache. Genau. So, Freunde, nächster Stream, Mittwoch, 17:30 Uhr, da spielen wir mit God of War weiter. Da wird's, weiß ich nicht, ob es da unbedingt entspannter wird wie heute. Aber wir haben einen Berg, auf dem Berg, wo wir unser Asche von der Mama hinbringen müssen. Ich habe so das Gefühl, dass da der eine oder andere was dagegen hat, dass wir da Zauber auf die Bergtour machen. Ja? Und wer da was dagegen hat, das werden wir dann rechtzeitig sehen. Ich bin gegen Montag- und Mittwochstreams. Das geht sich leider halt momentan nicht anders aus. Mit dem musst leider leben. Eventuell machen wir Freitag noch einen. Mal schauen, je nachdem, was Frau Bazi noch vorhat. Weil wahrscheinlich Freitag muss ich zwar, weil Freitag kein Training nicht ist, aber vielleicht machen wir dann halt auch was gemeinsam. Das weiß ich noch nicht. Aber auf alle Fälle Mittwoch, 17:30 Uhr. Könnt ihr euch schon mal vormerken, wenn sie es spielen wir God of War. Okay? Jetzt schauen wir mal, wie wir raiden können. Wir gehen heute zu der Jackie. Die hat heute Geburtstag. Ich möchte von allen, die da jetzt mitraiden, möchte ich ein dickes Basi-Birthday im Chat lesen, okay? Aber unbedingt. Dienstag und Donnerstag ist nur alle 14 Tage besetzt. Wie meinst du jetzt das?
Wie schaut's mit Samstag aus? Ich hab Samstag Frühschicht. Ich bin Samstag definitiv raus. Ich kann Samstag safe nicht. Ah, wenn's uns nicht lesen kann. Hä? Wie, wenn's uns nicht lesen kann? Ah, genau. Nehmt's das, was der... Oh, leck mich, ich hab schon geschwitzt. Nehmt's das, was der Mozart geschrieben hat. Das nehmen wir. Also, Freunde, merci fürs Zuschauen. Danke für den Support halt wieder. Und ja, viel Spaß bei der Jackie. Einen schönen Geburtstag wünschen. Und genau, wir sehen uns Mittwochabend wieder. Eng noch einen schönen Abend. Ja? Bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt flauschig, bleibt geschrubst, wie auch immer. Habe die ich bin für heute raus. Viel Spaß bei der Jackie. Bis spätestens Mittwoch. Haut's euch rein, pfiat euch. GSC Hubst.